Willkommen zurück hier zu Fire Emblem Path of Radiance bei Part 15 bereits und ja, wir müssen das Kapitel neu starten. Wieso? Ganz einfach deswegen. Ja, kannst du mal ganz kurz erklären, Karte am besten war. So, im letzten Part waren wir noch hier unten stehen geblieben. Es lief eigentlich alles super, auch mit mir, Titanium und Magen, die konnten alles gut rocken hier unten, das war ja kein Problem. Das Problem war allerdings der Typ. Konnte problemlos durchmarschieren und beide Häuser kaputt machen. Beide. Ich hatte keine Chance, mir den rechtzeitig aufzuhalten. Titania kam hier auch nicht vom Fleck. Die hat hier scheinbar nur einen halben Radius. Also sprich, statt 6 Felder kann sie nur 3 gehen und so. Und mein besten Mühe, wer soll das wissen? Mein Klasse ist die Küste und so, du kannst es anspielen. Fire Emblem, das Sand, sprich in der Wüste, das fährt halt langsamer, sind aber doch nicht hier. Ja, deswegen war es ein bisschen doof und so, könnt ihr nicht ahnen. Also machen wir es ein bisschen anders. Das heißt, Ike geht mit Mia. Mal kurz gucken. Also ich mal, Titania und Oscar bleiben hier oben. Plus ein Heiler. Ich würde sogar fast schon sagen, dass ich dazu Riz nehme. Die Alia. Die Alia kriegt vielleicht mehr zu tun, deswegen unten. Zum Eventuell zu trainieren. Rolf lieber nicht. Brauchst du mal erwähnen, gehe aber gleich nochmal darauf ein. Da kommt er erst noch, genau. Und dann noch ein Mag in der Zone und Iliana geht auch noch mit runter. Und ja, gleich mal gucken, wie sieht es denn hier aus. Gibt es über das für einen Schwerkampf zu tun über Stahlbogentypen eventuell, aber Schnickheit, okay, 25 KP. Kommen wir zu den Magiern. Könnte mir da was reißen? Ne, komm, wir machen es trotzdem so. I kann jetzt mit dir auch. Ne, geht eben nicht, war ja klar. Also die beiden bleiben hier unten, genau. Die bleiben hier unten, das ist so. Boyd geht mit Ike, mir. Ja, komm, lass uns direkt so. Passt. Ist alles super und Angriff. Genau, jetzt kommen die noch, können wir also überspringen, keine bereits. Ich werde es doch so machen, ich werde Rolf nicht trainieren, das hebe ich mir für Radiant Dawn auf. Weil sie 3 Jahre später spielen, ist Rolf auch ein bisschen älter und so, wird sicher cooler. Alia werde ich eventuell trainieren, weil man sagt, also ich habe einen Tipp bekommen, dass Alia zu einer krassen Einheit wird. Also sich entwickeln können. Deswegen würde es sich durchaus auch lohnen, auch wenn der Weg dorthin lange und steinig wäre. Denke mir so, okay, man kann es trotzdem mal versuchen. Dann haben wir hier einen Magier-Typ, ist mir egal. Dann haben wir hier den Typ mit der Stabaxt. Kickt Mia den mal, zumindest mal ein bisschen schwächen. Ich komme hier aus dem Finishen, der ist eh schon zu stark. Oh, verdammt, die Anweisung. Nein, ich habe vergessen, muss die hier noch zurückhalten. Die schieben wir sonst drauf los, das ist doof. Der ist sowieso ein Arsch. Myrmidone mit 13 Fähigkeiten, 13 Geschwindigkeit auf Level 13, der ist auch übel. Oscar lieber nicht, der ist langsam, wird bloß gekriegt, also gedoppelt meine ich. Das heißt, sie macht das mit Lanze, können wir dann ein bisschen trainieren. Und ja, denke schon, dass wir Titania trainieren werden. Zumindest ein bisschen einen direkten Vergleich mit irgendwie entwickeln Oscar und so etwas, also mal zu gucken, wie es aussieht. Ich meine, sie war von Anfang an dabei und so, kann man durchaus machen. Boyd brauche hier oben einen Axttypen und Titania einfach so einen Notfall noch. Deswegen eher weniger. Alia geht aber mit hier unten. Rolf soll hier verstecken. Weil ich habe das Gefühl, dass er sonst zu schnell down geht. Okay, dann geht er mit. Und jetzt halt die Frage, welcher Magier noch war. Schick mal Iliana mit nach unten. Zoen mit nach oben, der wir noch ein bisschen was ausrichten können. Und jetzt ist dann die Frage wegen Boyd. Wo geht der mit Axt? Ich meine, gut, haut natürlich rein, wir müssen hier unten schnell alles erobern. Giftaxt und so. Bei mir ist das Problem, sie kriegt ja schön und so und sie doppelt auch wunderbar, kein Problem. Sie hat einfach zu wenig Power drauf. Naja, Titanium, ja. Ja, komm, man schickt doch Boyd mal hier mit. Vielleicht ein Fehler, aber wir sehen sie dann. Lagus Transform. Und ja, ich habe noch im letzten Part angeguckt und ich glaube, es ist irgendwie mit den Lagus so, dass die sich halt dann verwandeln können, wenn sie, naja, soll ich sagen,
Nachdem die Leiste voll haben, nach einer gewissen Zeit fahren sie wieder zurück. Also sprich, ihre Verwandlung ist im Gegensatz zu den Raketen, ist nicht für den Kampf selbst bestimmt, sondern einfach nur über eine bestimmte Anzahl von Runden. Ich frage mich, ob es hier auch mal Raketen gibt. So, kannst du jetzt angreifen. Der, ihr seht es an mir, ist schon recht, aber ein bisschen lahmarschig. Okay, und dann kommt dann nachher Ike. Übrigens, ja, ist klar, dass Befehle geben kann und so, ist klar. Macht direkt das erstes Anweisungen, nämlich Halt. Ich darf mich weiter bewegen. So. Und das gemacht, das heißt, die bleiben jetzt hier unten. Natürlich muss ich jetzt ein bisschen hier gucken, was ich genau mache. Oskar, kannst du einen von den beiden hier doppeln? Würde ich sehr begrüßen, Kumpel. Stahl schafft es auch. Natürlich schafft es mit Stahl nicht. Oder kein Wurfball mehr, war? Scheibenkleister, kann man nicht runter. Behalte ich mal die Eisenangst, als ein Mag angegriffen werde. Die werden kaum die Lagus angreifen, so blöd könnte es wohl kaum sein. Haben auch niedriges Level, war. Andererseits, ja, Lagus, Raubtier, Wandel 2020, ja. Der von 24 muss wohl noch ein paar Runden warten, bis er wieder angreifen kann. Verdoppelten Effekt von Stößen. Oho. Das ist doch mal etwas Interessantes. Also hoffe schon, dass sie die noch ins Team kriegen, wenn nicht jetzt, halt später. Welcher ist ungefährlicher? Fast schon sagen, der war. Der kann wirklich nichts. 66, naja. Vielleicht macht die Oskar noch einen Crit. Aber vielleicht auch nicht. Naja, bleib's mal hier. Titan soll den Weg abschneiden, gehen sie auf die Lagus los und direkt killen mit. Ja gut, ich muss Landslevel trainieren. Und es scheint echt so, dass hier das Waffenlevel sehr, sehr langsam ansteigt. Einer der wohl einzigen großen Kritikpunkte hier im Spiel. Man kann trotzdem darunter schauen. Gut, hier noch, der macht das schon. Ein Angriff, kein Problem. Jetzt haben wir, der ist mir gerade auch ein bisschen egal. Der könnte noch interessant sein, falls ich vorhabe, da. Natürlich noch ein Magier, aber. Okay, was wäre, wenn Iliana sich um den Magier da kümmert? Oder er natürlich den noch mitnimmt? Moment mal, im Doppelteam, wa? Da haben sie ganz verkehrt. Ich mache immerhin 8 Damage. Okay, lässt sich einrichten. Bäh. 8 Damage wird direkt passen mit dem Donner. Von mir aus kann es auch kritten, ist kein Problem. Nö, sie will aber nicht, okay. Mir trainiere, Leute, weiß ich noch nicht. Sie hätte, glaube ich, schon Potenzial, wenn man wirklich den Anreiz dazu hätte, das durchzuziehen. Aber ich habe das Gefühl, wir kriegen schon bald mal bessere Schwertkämpfer. Vielleicht ist es echt einfach besser im Unlocken wegen Vorteil und so. Aber er ist noch, also Mindestlevel 10 muss es schon kommen, mal ein bisschen, obwohl es ist schon bald. Ich würde sagen, es soll Level 15 herum, bis man entscheiden kann, ja, okay, oder nö, eher weniger. Komm, man geht direkt los mit Ike, also das ist kein Problem. Außer kann mit allem gleich, nimmt trotzdem das Eisenschwert, so. Der kommt nicht, den Mario kann eventuell, wäre aber schön blöd. Wenn Ike angreift, habe ich noch was zum Healen. Gibt es was zum Healen? Nö. Okay, weiter Text. Wolf macht eine Pause und los geht's. Ja, mal zu erwarten, dass auf dem mit der geringsten Verteidigung losgeht. Autsch. Tschüss. Pff, was für ein Trottel, ey. Alles im Dienste der Wissenschaft. Was? Nee, das ist ein anderer. Geht jetzt auf Ike los. Mann, trifft sich eh nicht. Ike ist viel zu flink. Wieso? Also.
Da fragen wir schon teilweise, wieso hören die nicht auf mich? Hallo? So, der muss weg. Sorry, Kumpel, aber das ging nicht anders. Gut, den Giftachs machen jetzt so viel. Der überlebt noch gut, wa? Ike, du bist mein Held, hey. Der krittet, wenn er soll, in diesem zweiten oder so, und direkt am ersten Mal. So muss das laufen, Alter. Jetzt kommt der eventuell noch. Ich hoffe zwar, dass ich mit mir anlocken kann. Kriege ich den so down? Ja. Wenn mal ich mache 9, eventuell Kritzi, dann hat es noch 10. Wie sieht es mit mir aus? Würde es ihn sonst? Jo. Frage ist 51, und das macht jetzt so viel, und dann trifft sicher nicht mit der Axt, sonst kann ich ihm noch heilen. Du machst das schon, Iliana. Wir holen uns ja wissen, dass so eine hohe Crit-Chance hat. Na gut, vielleicht ist Elfendorn wirklich so eine Crit-Waffe, aber ansonsten. Ja, dann greift er weniger sie an, das ist eigentlich auch immer sehr schön. Als Rauchmerken viel zu wenig mache, natürlich das mit dem Stoßen-Effekt, war, aber ich glaube momentan bringt es ja viel zu wenig. Ich meine, klar, ihr könnt jetzt stoßen, was bringt das? Genau, nix. So, weg mit ihm. Oder ihr, oder wer immer das ist. Daneben! Sehr schön. Es greift er wohl eher sie an. Banditen haben jetzt momentan keine mehr. Dann kann sich Ike mit Ilian noch um den und den kümmern. Jo. Sie starten noch ein bisschen ab. Das passt dann also. Stoßen, schlecht. Keinen Schaden gekriegt? Nö. Mann, die kriegt gar nichts zu tun hier. Rolf, wie gesagt, wird nicht trainiert. Sorry für seine Fans, aber wir können nicht alle trainieren. Jetzt wäre es noch gut in ein bisschen, naja. Der hat eine Stahlaxt, war, kommt doch zuerst die Typen. Der hat einen Stahlbogen, hat natürlich dummerweise keine Fernwaffe mehr. Hat er eine? Doch, ein Langschwert noch geil. Soll er den anlocken, dann habe ich natürlich noch den Trottel. Der gehört Beut mit dem Hammer. Oder, natürlich, wenn der jetzt kommt. Naja. Trotzdem ausrüsten. Soen hält sich auch bereit. Natürlich ein bisschen hinten herum. Also, wenn Sie falsch verstehen. Mal Pflege einsetzen. Ja, wieso nicht? Die vielleicht mehr Erfahrungspunkte und. Ja, grausam viel mehr. So, der Tenia ist natürlich auch immer noch wunderschön, wunderstark. Naja, im direkten Vergleich vielleicht nicht unbedingt, aber immerhin hat sie schon mal Axt-Level auf A und Lanz-Level auf C. Das kann ja vielleicht auch schon viel ausmachen. Jo, er geht auf Mia los. Sehr schön. Dann macht sie aus. Ich krieg dich, Mann! Ja. Einfach weniger. Der trifft sogar! Arsch! Wer hat dir erlaubt, mich zu treffen, du Arsch? Stahlbogen gegen Langspeer. Und. Nimm das! Oscar? Was treibst du da, Mann? Wo ist er denn? Weiß nicht, wo sind sie? Ja, da sind sie ja. Ja, soll ich jetzt hier entgegengehen? Oh, du Scheiße, was mach ich jetzt da? Erstmal hier gucken. Ja, mir noch ein bisschen zu viel KP. Das wird doch wunderbar aufgehen. Doch die Frage wegen dem hier und dem Magier, dem Trottel. Das Myrmidon ist natürlich auch heavy. Die Allianz sich um den kümmern, jo, problemlos. Ist echt schon. Also, kann man täuschen, aber ich habe das Gefühl, die ist sehr, sehr stark.
Hätte mich gewundert, wenn du ihn schlagen würdest direkt, aber vielleicht krittest du ja wieder Ike. Und wir haben es zuerst heilen sollen. Naja, der machen weniger Sorgen, aber halt der Magier hier. Naja, direkt wegdonnern. Mit Elfendonner, das sieht so nice aus. Sieht immer ein bisschen aus wie ein Crit, war, aber ist keiner. Kein kritischer Treffer. Jo, die macht sich gut, aber das Gefühl. So, jetzt haben wir ihn hier noch. Wenn ich Pech habe, greift der andere sie noch an, weil natürlich jetzt der weg ist. Ja, starke Geschwindigkeit. Okay. Wird schon. Er hat 12, hat also eher selber gekrittet. Oder gedoppelt halt. Nö. Gleich wie Ike und bei ihm war es auch nicht so. Okay, alle geht trotzdem mal runter, eventuell muss ich bald mal Ike heilen. So, ich muss ein bisschen aufpassen hier mit... So, ich glaube, das ist besser, wenn ich so herangezoomt habe. Weil sonst teilweise noch ein bisschen Grafikbugs und so gibt und da ist nicht unbedingt so schön, war. So, mal ernsthaft, Oskar, was soll das? Kannst du jetzt bitte mal weghauen? 68. Zweimal, immerhin. Noch einmal, na komm. Greift halt zweimal an und dann macht Zone ihn platt. Seit dem guten alten Fire! Mit einem Critical. Einfach nur weil er es kann! Jo, ist ja auch ein guter Grund, wa? Critten, weil man es kann. Sehr schön, sie sind noch in der Nähe, aber kein Problem. Den Ball ist mit dem Hammer da und er hämmert gerne. Ja, Beute gefällt mir, der gute. Und Critical Hammer Slash. Das muss wehtun. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich auch noch. Der kommt jetzt nicht hier hin. Den hier noch. Den soll man hier bleiben. Den kriegt am Schluss noch Erfahrungspunkte, war eventuell. Gut, wir haben das gemacht. Hier unten sind auch alle. Bis, was sie machen, habe keine Ahnung. Ist noch Punkte bekommen in diesem Level. Erfahrungspunkte, ja, gut. Was sonst für Werte? Gut, Level 5 erst. Geschwindigkeit schon mal gut. Verteidigungsresistenz auch. Stärke. Magie ja weniger, wa? Also wird sie wohl eher weniger zu einer Dunkelschwinge. Vorausgesetzt natürlich, das gibt es hier überhaupt. Ja, wie gesagt, ist auch gerade noch Awakening im Privat nochmal durch. Und dort gerade mit, naja, einer Dunkelschwinge dran. Da geht echt auf ihn los. Das war ein Fehler. Den Ike nimmt so etwas übel. Der kriegt auch locker noch ein Level up hier. Seine Resi. Wow. Wer bist du denn, Kleiner? Irgendeine coole Beute. Wer bist du? Dein Untergang. Arsch mit Ohren! Das war aber nicht fair. Aber es ging schnell. NPC. Ist gar nicht selbstständig. Was ist denn das? Juhu! Ja, hihi! Wir sind das Gesindel der Meere. Wir kämpfen wie wild gegen alle Heere. Von ihnen unser Blut, unser Gut mit Axt und Blut.
Hey, du gemeiner Landrat, warum singst du nicht mit? Ha, hier drüben, nee, da ist das Land. Siehst du, was ich sehe? Oh, was sind das für Flundern? Menschen, die gegen Menschen kämpfen in Galia? Was ein Klabautermann? Wo? Oh, die wollen zum König kommen, um uns gefangen zu nehmen, das Kopf zu kassieren? Ich glaube, das ist Süßwasseridiot. Wir sind Piraten. Ich gehe in Land, Petri Heil. Was sind das für zwei? Was sind das für Trottel? Giftaxt. Das soll irgendwie ein Boss hier, war. Alter, Power. Der könnte noch was für... Vielleicht sogar beide, wa? Für die gute Mia sein. Wenn es schnell genug da ist, wieso nicht? Da geht eigentlich noch was eigentlich für Resi. Okay, das kann auch mal ein bisschen hervortreten. Meine Bruder heilen. Yes. Jupp. Dankeschön. Ja, komm, Mike, das kann ich nicht. Machst du den und um die zwei anderen kümmern sich, wie gesagt, mir und noch unsere gute Iliana, genau. Ich vergesse den Namen, ey. Autsch! Doppel-Autsch. Mir egal. So, und Level up. 15 schon, das ist viel zu stark. Aber ist cool. Aber Geschwindigkeit und Fähigkeit. Eben die Typen noch, wie gesagt, sollen sich halt mir und Jan darum kümmern, weil, auch wenn uns gerade hier die gute Massier entgegengeflogen kommt, ich glaube nicht, dass er eine Chance gegen die Typen da hat. Stahlbogen wäre eher schlecht, vielleicht gegen den eher weniger der Wind. Aber gegen den vielleicht. So, Oscar, kriegst du nochmal einen Versuch? Und der Rest sammelt sich mal ein bisschen. Ich könnte langsam einen Magieschild anwenden, wa? Auch mal keine so schlechte Idee. Zack, so. Jetzt fehlt Rolf noch und der bleibt sowieso außen vor. Ja, ich bin Sophies Tagusmorph. Versucht euer Glücks. Jupp. Heyo! Ja. War cool. Keine Frage, das bringt's voll. Ich bin fast da. Sollen wir anquatschen hier oder was? Nö, geh erstmal in den Häusern. Ein Beorg, nee. Komm schon. Du bist echt gemein. Als du noch nicht bemerkt hast, ich stelle mich tot, also geh weg. Hä? Warum? Wenn du jemals einen Beorg triffst, stell dich tot und dann wird dich in Ruhe lassen. Das stimmt nicht, oder? Ich wusste es. Also gut, nimm das und dann geh wieder. Schnell, ich hasse Menschen. Was denn das? Denn normal ist es einer, der herstellt. Ah, geil! Also im Sinne von, was vergiftet werden und so, wa? Oder wegen den Typen geil. So, wie gesagt, wir sollen die Fall machen. Alia bleibt zum Heilen. Okay, passt. Jetzt muss ich mal ganz gucken, sie hat nach 8, er hat jetzt wieder 20 voll, war direkt morphen können. Okay, Lagus Tiger, das heißt, sie wird sich wohl in Einzelzügen zurückverwandeln, war. Wenn meine Vermutung überhaupt stimmt. Falls überhaupt sie stimmt. Levelmäßig, Sowen hat noch was. Ja, lieber Oscar, aber der braucht so lange, hey. Ja, komm, soll er vorschwächen, kriegt dann noch ein paar Erfahrungspunkte und so macht den Rest. Echt nur 8 auf Level 10, das ist schon ein bisschen wenig, wa, wenn man so sagen darf. Ein bisschen dann noch trainieren, ich mache jetzt mal Feuer auf die nächste Stufe.
Und dann ist der Pump bald wieder vorbei. Jo! War zwar kein Critical, aber sah trotzdem gut aus. Magiegeschwindigkeit und Resistenz. Sehr schön. Ja, der gefällt mir besser und so, jetzt bitte nochmal heilen. Sehr schön, dankeschön. Ist noch mal ein Level up. Und Beut, ja. Beut müssen besetzen. Mission, Züge 6. Da mal gucken, wie es jetzt genau mit dieser Marsier aussieht, wa? Ja, der kommt bereits zu uns hin. Okay, Freunde, das schauen wir uns am nächsten Part wieder an. Hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Bis dahin, tschüss.